Debo hat von der Allianzgebetswoche gesprochen, die heute zu einem Ende kommt. Und wir haben gestern im Rahmen der Allianzgebetswoche im Apotheke einen Anlass gefeiert. Auf der einen Seite eben als Abschluss der Allianzgebetswoche, aber gleichzeitig Beginn der Woche der Einheit der Christen. Die Woche ist schon älter und das war vielen herzlichen Dank. Das war ein richtig toller Ort der Begegnung von Menschen aus Leitern von Berner Allianzgemeinden. Mit ihnen treffen wir uns regelmäßig zum Gebet. Und jetzt gestern, weil wir diesen Anlass zusammen mit Radio Maria durchgeführt haben, waren da auch ein ehemaliger Weihbischof dabei, der Priester der Dreifaltigkeitskirche, 2 Personen aus der reformierten Kirche, ein orthodoxer Freund von uns. Und es war einfach richtig ermutigend, dort miteinander zu beten, zusammen zu sein, auszutauschen. Wir haben diesen Austausch ganz bewusst gewichtet und haben zuerst darüber ausgetauscht, hey, wo sehen wir die Armut unserer eigenen Gemeinschaft, unserer eigenen Tradition, um uns zu öffnen für das, was wir voneinander empfangen können. Und haben in einem zweiten Schritt dann auch ausgetauscht über die Stärken, die Gaben, die Gott uns als Gemeinschaft geschenkt hat. Und das war richtig bereichernd, weil da sind Menschen zusammengekommen, die sich sonst nie treffen würden. Und diese Begegnung miteinander, das Lernen voneinander, das Hören aufeinander ist einfach ein riesiger Gewinn. Und es ist ein Privileg, dürfen wir dort eine Brückenfunktion wahrnehmen. Dann findet nächsten Samstag auch im Apotheke im Rahmen von Unser Herz für Bern ein Antisemitismusgebet statt. Um 15 Uhr, die Zeit wurde verschoben. Falls du dir das schon eingeplant hast, das ist neu um 15 Uhr. Und wir beten einfach gegen Antisemitismus in unseren europäischen Ländern. Für unsere Länder dort auch in diesem Zusammenhang. Und du bist ganz herzlich dazu eingeladen. Und das Letzte, was ich sagen will, etwas, was Debo am Schluss auch noch sagen will, aber es gibt einen Grund, weswegen ich auch darüber sprechen will. Am 7. und 8. Februar findet in Lies ein Seminar über Intimität und Sexualität mit Wilf und Christa statt. Caro und ich, wir haben auch schon an diesem Seminar teilgenommen. Es ist richtig hilfreich, richtig inspirierend, tut echt gut. Und dieses Mal ist es in Lies, also ganz nahe. Und deswegen haben wir gesagt, hey, wir müssen das unbedingt auch ankündigen. Und der Grund, das Coole an diesem Seminar ist, man spricht einfach als Paar zusammen. Also nicht wirklich mit den anderen. Da musst du keine Angst haben, dass du irgendwie mit anderen Paaren Intimas teilen musst. Das wäre in meinem Fall besonders lustig gewesen. Deswegen wollte ich das sagen. Wir haben nämlich in Brig im Wallis an diesem Seminar teilgenommen, etwas von Bern entfernt. Und mit wem waren wir an diesem Seminar? Mit meinem Onkel, mit meinem Onkel und meiner Tante und mit dem Cousin und der Cousine. Und jetzt kann ich sagen, ich war mit meinem Onkel und meiner Tante am Sexseminar. Genau. Hey, wenn du verheiratet bist oder Kinder hast, Eltern hast, Nachbarn hast, die das interessieren könnte, sag ihnen das unbedingt, weil das wirklich eine richtig hilfreiche Sache ist. Super. Ja, wir haben letzten Sonntag unser Jahresthema eingeläutet. Unser Jahresthema lautet verwurzelt sein. Wir wollen uns dieses Jahr mit den Wurzeln auseinandersetzen. Und damit das nicht nur über unser Gehör geschieht, haben wir letzten Sonntag habe ich Kresse angesehen oder ansehen lassen. Und schaut mal, was innerhalb einer Woche gewachsen ist. Ihr könnt das nicht sehen, aber diese feinen Würzelchen, die hier wusseln und das Wasser in einem horrenden Tempo schlucken, ist einfach unglaublich. Und Wurzeln, dieses Verwurzeltsein hat ja mehrere Dimensionen, haben wir gesehen. Uns allen ist bewusst, ja, tiefe Wurzeln, die verankern uns, die geben Stabilität. Oder wenn wir das auf unser Leben übersetzen, Resilienz. Da kann es stürmen und wir bleiben stehen. Der Wind kann nicht so viel ausrichten in unserem Leben, wenn wir richtig gut verankert sind. Aber wir haben auch gesehen, dass Wurzeln eine zweite Funktion haben, nämlich die Aufnahme von Wasser und Nährstoffen, was nur wie soll ich dem sagen, jetzt muss ich auf Hochdeutsch denken, vor allem, wie sagt man vor allem auf Hochdeutsch, vor allem,
sagt man genau gleich. Vor allem über die Wurzelhärchen, diese feinen Härchen, die aber nur maximal 2 Wochen dieses Wasser aufnehmen. Und wir haben gesehen, dass Wurzeln auch diesen Ausdruck von Erneuerung in sich tragen. Und wir haben gesagt in diesem Jahr, wir wollen beides. Wir wollen die Erneuerung zulassen, diese Feinheit und Verletzlichkeit, dieser Wurzelhärchen, die ja wirklich, die kannst du leicht ausreißen, das ist jetzt nichts Stabiles. Und diese Erneuerung, um offen zu sein für das, was Gott tut in unserem Leben, da braucht es diese Feinheit und Verletzlichkeit, diese konstante Erneuerung. Und mich ermutigt es so in der Natur zu sehen, sei es an unserem Körper, der fortlaufend, hast du gewusst, dass wir in einem Jahr beinahe ganz aus 9 Zellen bestehen, aber auch bei den Wurzeln eben zu sehen, hey, Erneuerung ist was ganz Natürliches. Es ist etwas Normales. Es ist nichts Außerordentliches. Wir sind angelegt, dass wir konstant Erneuerung erleben können. Und wir wollen uns dieses Jahr sowohl für das öffnen, für da, wo Gott Neues tun will, als auch für dieses tiefer Wachsen, verwurzelt sein, verankert sein. Und in diesem Jahr wird uns der Weg der Nachfolge begleiten. Wir sind alle miteinander unterwegs, wir folgen diesem Jesus nach, wir wollen ihm Schritt für Schritt ähnlicher werden. Und auf diesem Weg der Nachfolge beginnt es mit einem ersten Schritt, dass wir Gott begegnen, dem Vater begegnen. Und deswegen werden wir die erste Serie jetzt in den nächsten 4-5 Wochen, werden wir uns mit Gott auseinandersetzen, mit dem Vater auseinandersetzen, ihn betrachten, ihn auf uns wirken lassen. Dann in einer zweiten Serie im Mai wird es um Jesus gehen, wo wir ihn anschauen wollen. Wesenszüge von Jesus und was das mit uns macht. Und dann im Herbst werden wir uns den Heiligen Geist anschauen und von ihm lernen. Aber jetzt eben beginne ich diese Serie, Gott begegnen, dem Vater begegnen. Und wenn wir die Bibel lesen, dann wird uns Gott ganz unterschiedlich vorgestellt, mit vielen Facetten. Er ist der Schöpfer der Erde, der dich und mich gemacht hat. Er ist der Herr und Herrscher. In der Bibel war ein Herrscher, der König war dafür verantwortlich, sich um sein Volk zu kümmern. Also er ist der sich kümmert. Er ist aber auch der Heilige. Er ist der gerechte Richter. Der Retter und Erbarmer ist auch so ein Bild, eine Facette, von der die Bibel spricht. Und dann an über 300 Orten wird er uns als Vater vorgestellt. Vor allem im Neuen Testament, uns allen ist das Vaterunser bekannt. Ne? Du bist nicht irgendein Vater, du bist unser Vater. Oder eine berührende Stelle, wo bevor Jesus sein Wirken beginnt, lässt er sich taufen. Und wir lesen da im Markus-Evangelium, wie der Heilige Geist wie eine Taube auf ihn herunterkam und Gott zu ihm sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und das war wie der Ausgangspunkt des Wirkens von Jesus. Diese Begegnung mit einem Vater, der so wohlwollend, mit so viel Zusage und Aufmerksamkeit zu uns kommt, der löst so viel in unserem Leben aus. Und deswegen wollen wir uns heute Facetten des Vaters anschauen. Was heißt es, dass Gott unser Vater ist? Was sagt das über sein Wesen? Was löst das in uns aus? Und dann in einem zweiten Schritt auch, und wie reagieren wir darauf? Und ich möchte mit euch heute einen Psalm anschauen, Psalm 103. Ja, Gott wird schon im Alten Testament als Vater bezeichnet und als ich mich vorbereitet habe, hat dieser Psalm 103, in dem David so die Wesenszüge von Gott, dem Vater, beschrieben hat, richtig zu mir gesprochen. Und wir werden in diesem Psalm 3 Dinge sehen, die mir da begegnet sind. Gott, der Vater, er schenkt uns aktive emotionale Zuwendung. Da wird uns viel Emotionalität entgegenkommen, wie eben bei Jesus in der Taufe. Dann werden wir sehen, dass der Vater uns ehrliches Interesse schenkt. Und drittens, bleibende Bedeutung. Aber lasst uns doch die Verse 8 bis 18 dieses Psalms zusammen lesen. Den Psalm kennst du sicher von den Anfängen her. Wir haben heute auch einen Song darüber gesungen. Lob der Herr meine Seele, lobe den Herrn und vergiss nichts, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir lesen jetzt miteinander Verse 8 bis 18. Bist du bereit?
Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Gnade. Nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so groß ist seine Gnade gegenüber denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten vom Westen ist, hat er unsere Verfehlungen von uns entfernt. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Die Tage des Menschen sind wie Gras, wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen. Wir haben diesen Psalm aus der Neues Leben Bibel gelesen und ich liebe diese Übersetzung, denn sie bringt die Emotionalität, die dahinter steckt, so schön zum Ausdruck. Wir haben im Vers 13 gelesen, wie sich ein Vater zärtlich über seine Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Hinter diesem Wort hier steckt das hebräische Wort Rachem, Deutsch Barmherzigkeit eben, und das kommt von der Gebärmutter. Es bringt etwas von einer innigen Nähe und Verbundenheit zum Ausdruck. Eben wie eine Mutter für ihr Kind, die sich um ihr Kind sorgt. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass das Wort Rachem in Jesaja 49,15 für eine stillende Mutter verwendet wird. Dort sagt Gott nämlich zu seinem Volk: Kann eine Mutter etwa ihren Säugling vergessen? Fühlt sie etwa nicht mit dem Kind, das sie geboren hat? Selbst wenn sie es vergessen würde, vergesse ich dich nie. Ist das nicht unglaublich? Schon im Alten Testament sagt Gott von sich: Hey, das ist die Art von Liebe, die ich für euch, meine Kinder, empfinde. Es ist eine intuitive, aktive Liebe, die von innen kommt. Nun, weswegen ist der Vater so von Liebe und Fürsorge für uns berührt? Das sagt uns der Text auch, Vers 13 und 14. Wie sich ein Vater über seine Kinder zärtlich erbarmt, so erbarmt sich der Herr über alle, die ihn fürchten. Denn er weiß, dass wir vergänglich sind. Er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Beim ersten Lesen magst du denken, na gut, er liebt uns, weil wir ihn fürchten. Aber wenn wir genau hinschauen, sehen wir, dass diese Aussage eigentlich nur eine Parallele ist, eine Parallele schafft, eine beschreibende Vergleichung. Na, wie der Vater seine Kinder liebt, so liebe Gott ich, alle, die mich fürchten. Also die mich fürchten, sind eigentlich wie die Kinder. Furcht bedeutet nicht Angst zu haben, sondern wie ein Kind Ehrfurcht haben, staunen, aufschauen zu. Aber der Grund, weswegen Gott uns dieses liebevolle Erbarmen, diese Aufmerksamkeit, diese Zuwendung schenkt, finden wir im nächsten Satz. Denn, hier haben wir unseren Grund, denn er denkt daran, dass wir nur Staub sind. Nun, wir sind aus Staub gemacht, das ist das gleiche Wort, wie das in der Schöpfungsgeschichte verwendet wird, wo Gott uns formt. Er weiß, dass wir vergänglich sind, ist auch ein Bild für Vergänglichkeit. Er kennt unsere Unzulänglichkeit. Er weiß um unsere Flüchtigkeit. Und er liebt uns, kennt uns durch und durch mit all unseren Grenzen. Und man würde doch denken, dass Gott uns lieben würde für alles, was wir gut tun, wo wir ihn verkörpern. Aber der Text hier sagt uns etwas anderes.
Denn der Vater hat diese liebevolle Barmherzigkeit, denn er weiß um unsere Grenzen, um unsere Verletzlichkeit, um unsere Unzulänglichkeit. Und wenn wir an Eltern denken, dann wird das viel verständlicher. Wie ist es für eine Mutter mit ihrem Baby, wenn es schreit? Natürlich geht sie hin und kümmert sich. Natürlich wird sie es stillen. Oder ich als Vater, ich bin sowas von unglaublich stolz auf meine Tochter. Ich liebe meine Tochter, sie ist irgendwo hier auch. Egal was sie macht, sie ist jetzt ein Teenie, als Teenie kann man auch manchmal frech werden, da beginnt die Abgrenzung, aber das macht überhaupt nichts mit meiner Liebe zu ihr. Ich liebe sie unglaublich. Ob sie lachen oder weinen, eine Mutter liebt ihre Kinder, kümmert sich um ihre Kinder, ist zutiefst mit ihnen verbunden, nicht oberflächlich, nicht aus einem Gefühl, sondern viel tiefer. Und das ist der Punkt hier in diesem Text. Egal wie du dich verhältst, es ändert sich nichts an Gottes liebevoller Zuwendung, seinem herzlichen Erbarmen dir gegenüber. Und weißt du, dort, wo wir so diese aktive Liebe, diese Zuwendung erfahren, macht das etwas mit uns. Es schafft einen sicheren Ort, so dass wir ganz uns selbst sein können. Dass wir uns nicht verstellen müssen, dass wir uns nicht verstecken müssen. Und ich kann mich erinnern, ich war damals 14 Jahre alt, wir waren als Familie im Urlaub in Südfrankreich, wir waren 5 Kinder, da hat man nicht immer viel Zeit alleine mit den Eltern. Und da hat mein Vater mich mal in diesem Urlaub ausgefahren, auf die Seite genommen. Wir sind weggefahren und hat das Gespräch mit mir gesucht. Und in dieser Begegnung, ich werde das nie vergessen, sagte er zu mir: Marius, ich liebe dich und ich werde immer hinter dir stehen, ganz egal, wie du dich verhältst. Egal, was du tust, ich bin dein Vater. Meine Liebe gilt dir durch und durch. Du musst einfach eines Tages mal vor Gott Verantwortung für dein Verhalten übernehmen. Und irgendwie ist mir dort mit 14, 20 Kate der Groschen gefallen und ich habe gewusst, der liebt mich. Das ist nicht mal ein Problem, wenn ich irgendwie was verbocke. Der liebt mich dennoch, immer noch. Und das hat mir so eine Sicherheit gegeben. Und wenn ich von da irgendwo was verbockt habe, Dinge getan habe, die nicht so toll waren, wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich bin immer zu meinem Vater gegangen. Das Erste war, die Sache bekennen zu gehen. Und dadurch haben diese Dinge in meinem Leben gar nie Kraft entfaltet, diese negativen Geschichten. Weswegen? Weil ich mir seine Liebe sicher war. Und das hat einen sicheren Ort geschaffen, wo ich ganz mich selbst sein konnte und meinen Schmerz, meine Ängste, meine Scham mit ihm teilen konnte. Und das ist das Erste, das diese Begegnung mit dem Vater, Gott dem Vater in uns schafft. Diesen Ort der Sicherheit. Das ist die erste Wirkung der Liebe des Vaters, die David hier in diesem Psalm beschreibt. Und er beschreibt eine zweite Auswirkung oder eine zweite Beobachtung über den Vater, nämlich sein ehrliches Interesse. Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und voll großer Gnade. Er wird uns nicht für immer Vorwürfe machen und nicht ewig zornig sein. Er bestraft uns nicht für unsere Sünden und behandelt uns nicht, wie wir es verdienen. Was sehen wir hier? Wir sehen auf der einen Seite einen Vater, der uns nicht behandelt, wie wir es verdienen würden. Er zahlt uns nicht Gleiches mit Gleichem zurück. Er will uns nicht einen auswischen. Er reagiert nicht aus Wut, aus einer egoistischen Emotion. Und ganz ehrlich, wenn wir uns selbst anschauen, wenn ich mich selbst anschaue, dann fällt mir auf, das geschieht mir so oft. Wenn beispielsweise Sophie frech wird, ändert das nichts an meiner Liebe. Aber ganz ehrlich, ich reagiere regelmäßig bockig. Die muss jetzt nicht meinen. Andere,
wenn dein Kind dich in eine unangenehme Situation bringt, bringst du es in eine unangenehme Situation. Wirst laut oder was weiß ich. Sie muss ins Zimmer, sie darf irgendwas nicht. Andere ziehen sich zurück oder gehen auf Distanz. Auch das ist eine Form von Vergeltung. Ich gebe dir zurück, was du mir angetan hast. Wieder andere sagen etwas Verletzendes, wenn sie verletzt wurden. Wie schnell üben wir Menschen eine Form von Vergeltung, meistens ganz subtil und gar nicht bewusst und nicht böse gemeint, wenn wir sauer werden. Aber das hilft nie. Es vergiftet unsere Beziehungen. Es schadet unseren Familien. Es raubt Nähe. Aber Gott ist anders. Er lässt sich nicht von seinem Zorn treiben. Er will nie etwas zurückzahlen. Und im Vers 9 lesen wir, dass sein Ärger nicht ewig bleibt. Aber weißt du, was das heißt? Auch er ärgert sich. Er macht uns nicht für immer Vorwürfe, haben wir gelesen. Aber er weist uns auf unsere Fehler hin. Er macht das auch dann nie aus Vergeltung. Und weswegen nicht? Weil sein Ärger von Barmherzigkeit geprägt ist. Und dort, wo er sich ärgert, hat es einen Zweck. Er will was bewirken. Weißt du, es gibt zwei Arten von Eltern, die den Kindern schaden und ihre Identität schwächen. Das eine ist das übergriffige Eltern, die schnell zornig werden, die ihrem Zorn Ausdruck geben oder die unberechenbar reagieren. Aber auf der anderen Seite machen das auch Eltern, die ganz locker sind, nie etwas sagen, nie wütend werden, auch nie einen Rahmen geben, nie eingreifen, nie korrigieren oder konfrontieren. Sie geben zwar viel Freiheit, aber wirken gleichzeitig auch gleichgültig und unbeteiligt. Ich habe einen Bekannten, der mir letztes Jahr gesagt hat, dass er sich gewünscht hätte, seine Eltern wären strenger gewesen. Der durfte zu Hause kiffen, er ist aus der Schule gefallen, dann haben die Eltern ihn in eine private Schule gesteckt. Und er sagte zu mir, weißt du, ich will meine Kinder anders erziehen. Ich hätte mir gewünscht, meine Eltern hätten mir gesagt, wenn etwas nicht geht. Ich wünschte mir, sie hätten mehr durchgegriffen und bei mir nicht alles durchgelassen. Beides schadet dem Kind. Beides löst die Frage auch, hey, bin ich wichtig? Bin ich geliebt? Bin ich gesehen? Und während Gott uns nicht behandelt, wie wir das verdienen, ist er doch nicht gleichgültig. Es lässt ihn nicht kalt, wenn wir uns selbst oder anderen Menschen schaden. Und er ärgert sich nicht auf eine egoistische Art und Weise, eben nicht so, dass er uns etwas zurückzahlen will, aber so, dass er uns Interesse zeigt. Er interessiert sich. Ich bin ihm genug wichtig, dass er mich auf Dinge hinweist und mich manchmal auch korrigiert. Und weißt du, wir brauchen sein Gegenüber, das ehrliches Interesse hat. Manchmal emotional wird, wenn etwas nicht gut läuft, kein Blatt vor den Mund nimmt, aber auch nicht einen egoistischen Reflex hat, uns etwas zurückzuzahlen oder uns zu einem anderen Verhalten zu zwingen. Und David beschreibt hier den Vater. Auf der einen Seite, aus dem er uns diese liebevolle Zuwendung schenkt und uns gleichzeitig mit diesem ehrlichen Interesse begegnet. Und dann drittens beschreibt er ihn als den Vater, der uns bleibende Bedeutung gibt. Vers 15 und 16. Die Tage des Menschen sind wie Gras. Wie eine Blume auf dem Feld, so blüht der Mensch. Wenn der Wind weht, ist sie spurlos verschwunden, als sei sie niemals da gewesen. David vergleicht uns mit einer Blume, die vergeht, vergänglich, als wäre sie nie da gewesen. Und ist das nicht eine große Angst von Menschen? Wenn ich diese Diskussionen gehört habe in letzter Zeit, so mehr philosophische Diskussionen, gerade auch von einem John Lennox oder eben Ayaan Hirsi Ali, ging es immer auch um diese Bedeutung, diese Nichtigkeit,
die einen Schmerz mit sich bringt. Was hat das Ganze für einen Sinn? Aber hör mal, was David weiter schreibt. Vers 17 und 18. Die Gnade des Herrn aber gilt bis in alle Ewigkeit allen, die ihm gehorchen. Seine Gerechtigkeit reicht bis zu den Kindern seiner Kinder, die seinem Bund treu sind und seinen Geboten gehorchen. Jetzt hier, was hier mit Gnade übersetzt ist, ist der hebräische Begriff Chesed. Und wenn wir versuchen, die Bedeutung dieses Begriffes zu erfassen mit einer Umschreibung, dann würde uns eine Bedeutungswolke entgegenkommen mit Worten wie die Treue Gottes, seine Güte, seine Freundlichkeit, seine unerschütterliche Liebe und Barmherzigkeit, die er in einem Bund zeigt. Eine Loyalität, eine Liebe, die über das hinausgeht. Und im Nahen Osten war Chesed, im alten Israel, war Chesed ein wichtiges Konzept in Bündnisbeziehungen. Es war die Ausgangslage, dass man sich verbunden hat miteinander. Gerade eben die Ausgangslage des Bundes Gottes mit seinem Volk Israel. Ich sage Ja zu euch, ich gebe euch Bedeutung, ich binde meine Geschichte an euch. Noch in der 100. Generation wird mein Segen weitergehen. Was für eine Aussage. Hey, ich bin mir bewusst, ihr seid verletzlich, vergänglich, aber ich binde meine Geschichte an euch. Ich gebe euch Bedeutung. Und genauso ist es auch bei uns. Er schreibt seine Geschichte heute nicht unabhängig von uns, sondern er ist der Vater, der sagt, hey, ich nehme dich mit rein. So vergänglich du bist, ich binde meine Geschichte an dich. Und das bedeutet, du bist unglaublich wichtig und bedeutungsvoll. Er schreibt seine Geschichte durch uns weiter, trotz unseren Unzulänglichkeiten, trotz unserer Untreue, trotz unserer Scham und so weiter und so fort. Weswegen? Weil er der Vater ist, der uns so liebt, dass er uns auf der einen Seite mit dieser innigen Nähe, die von innen kommt, dieser Liebe, die von innen kommt, begegnet, die uns Sicherheit gibt. Zweitens, indem er uns ehrliches Interesse entgegenbringt und Dinge in unserem Leben nicht unangesprochen stehen lässt. Und drittens, uns eben mit reinnimmt in seine Pläne und uns somit bleibende Bedeutung schenkt. Und die Frage, wenn wir das anschauen, ist, was machen wir damit? Was löst das in uns aus und wie reagieren wir darauf? Nun, hast du auch schon mal einen juristischen Text gelesen? Der hat so seine ganz eigene Sprache. Oder einen Liebesbrief. Caro und ich, letztes Jahr haben wir unser 20-jähriges Ehejubiläum gefeiert und ich habe da an diesem Fest einen Liebesbrief aufgehängt oder ein Liebesgedicht, das ich hier geschrieben habe, als wir zusammengekommen sind. Das ist sowas von schwülstig. Auch die Liebesbriefe haben ihre eigene Sprache. Und ganz ähnlich ist es hier in diesem Psalm. Der hat eine eigene Sprache, nämlich die Sprache des Bundes. Eine Sprache, die verwendet wird, um eben diese innige Verbindung zwischen Gott und seinem Volk zu beschreiben. Und so ist eine erste Reaktion für uns, wenn wir uns mit diesem Vater auseinandersetzen und denken, wow, dieser Schöpfer der Erde, dieser unfassbar große, will mein Vater sein, will mir so nahe kommen? Und das will er. Und unsere Reaktion darauf ist, hey, Ja zu sagen und mich auf diesen Bund einzulassen. Gott, ich sage Ja zu dir. Diese Liebe, die sich in Jesus gezeigt hat, in einer kulminierten Art und Weise, ich will Ja sagen zu dir. Ich will mein Leben aus der Beziehung zu dir zu leben beginnen. Und wenn du hier bist und diese Entscheidung noch nie gemacht hast, werde ich dir am Ende dann auch die Gelegenheit dazu geben. Nun, diese Entscheidung, sich auf den Bund einzulassen, ist aber nicht ein einmaliges Geschehen, sondern ein wiederkehrendes. Und die Frage ist, ich denke hier jetzt an diese feinen Würzelchen. Die Frage ist, entwickeln wir immer wieder diese feinen Wurzeln,
dass diese liebevolle Zuwendung Gottes uns gegenüber, diese aktive emotionale Zuwendung für uns nichts Normales wird, Unbedeutendes, Gewöhnliches. Lassen wir seine Nähe zu. Sind wir Menschen der Gegenwart Gottes, die sich bewusst sind, hey, egal wo ich hingebe, er ist mit mir. Und unsere Antwort darauf ist unsere Anbetung. Deswegen hat Anbetung in unseren Gottesdiensten in musikalischer Form eine wichtige Rolle. Aber es ist nicht nur, dass wir ihn mit Liedern anbeten, sondern eigentlich sprechen wir von Anbetung als Lebensstil, dass wir sagen, Jesus, mein Leben, mein Denken, mein Handeln soll dich anbeten. Die zweite Reaktion: Lassen wir uns auf sein ehrliches Interesse ein, wenn er uns korrigiert. Und das braucht auch diese Verletzlichkeit dieser Wurzeln, dieser feinen Wurzeln. Hinzuhören, wenn er was anstößt. Marius, verhärte dein Herz nicht. Reagiere nicht so hart. Beispielsweise, vergib dieser Person. Und dort, wo wir das zulassen, verändert er uns immer wieder von innen heraus. Und die Frage ist, unsere Reaktion darauf, darf er über jeden Bereich deines Lebens bestimmen? Darf er das? Sind wir bereit, uns selbst immer wieder vom Thron unseres Lebens zu stoßen, dass er diesen Platz einnehmen darf? Die Antwort eben, wir lassen ihn hin, damit er uns erneuern und verändern kann. Und drittens, die dritte Reaktion. Nehmen wir seine Einladung an, seine Geschichte mitzuschreiben, an seiner Geschichte mitzuwirken, weil er uns diese bleibende Bedeutung gibt, weil er sich an uns gebunden hat. Und ich denke dabei immer an John Wimber, den Gründer der Vineyard-Bewegung, der hat eine wunderschöne Aussage, der sagte, hey, I'm just a coin in his pocket. He can spend me as he wish. Ich bin einfach Münz in seiner Hand. Er darf mich ausgeben, wie er will. Sind wir bereit dazu, uns immer wieder brauchen zu lassen, dieser feinen Stimme, wo er uns brauchen will, Raum zu geben? Und die Reaktion ist eben unsere Hingabe ihm gegenüber. Ich gebe mich dir hin, brauche mich so, wie du es willst. Und so, wenn wir ihm als diesem Vater begegnen, sind es diese drei Dinge, die es bedeutet, verwurzelt zu sein in ihm, in seiner Liebe, diese Nähe zuzulassen. Zu umarmen, dass er nicht gleichgültig ist, sondern uns immer wieder auf Dinge anspricht und uns aber auch Bedeutung gibt und mit uns seine Geschichte schreibt. Amen. Und ich möchte eine Zeit nehmen, in der wir auf das reagieren. Und wir werden gleich für einige Dinge beten, aber bevor wir das tun, lasst uns einfach einen Moment ruhig werden. Und Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du uns die Liebe des Vaters auf eine ganz neue Art und Weise zeigst. Jesus, wir brauchen diese feinen Würzelchen, damit wir die Nährstoffe, deine Liebe, deine Nähe aufnehmen können, damit wir das Leben aufnehmen können, das du uns schenken willst. Mehr von dir, mehr von deiner Vaterliebe, Herr. Wenn du kannst, lade ich dich ein, aufzustehen. Und sonst, wenn du nicht kannst, gilt deine innere Regung genauso als Aufstehen. Weil ich möchte für 3 Dinge beten und um es leichter zu machen, dürfen sich die dann setzen, auf die das nicht zutrifft. Deswegen müssen am Anfang alle aufstehen. Merci vielmals. Und zwar das Erste, wofür ich beten möchte, ist, wenn du ihm sagen möchtest, Jesus, ich will diese feinen Würzelchen. Ich merke, dass Dinge manchmal eben zur Gewohnheit geworden sind. Und ich will diese Feinheit, dass ich wie das Wurzelhärchen Wasser und Nährstoffe aufnehmen kann. Ich will diese Feinheit. Ich will diese Nähe wieder neu zulassen. Das ist das Erste. Das Zweite, wenn du merkst, da ist Scham in deinem Leben und deswegen fällt es dir schwer, den interessierten Vater, dieses ehrliche Interesse zuzulassen. Nicht eigentlich
weil du Angst vor ihm hast, sondern weil du dich schämst. Und er möchte dir heute helfen, damit du dir selbst vergeben kannst. Das wird dir helfen, ihn wieder nahe zu lassen. Und das Dritte ist, wenn du gemerkt hast, hey, ich möchte wieder Coin in his hand sein. Diese Bereitschaft, brauche mich, wo du willst. Das ist etwas, um dieser Vaterliebe zu begegnen, ist das ein wichtiger Teil. Teil deines Family Business zu werden, ganz neu. Wenn eines dieser 3 Themen auf dich zutrifft, dann bleib stehen und alle anderen dürfen sich jetzt widersetzen. Und weil relativ viele Menschen stehen, lass uns das zu. Wenn du stehst, wende dich einer Person neben dir zu und bete zu zweit füreinander. Wir machen das so 2 Minuten. Frag kurz, wofür du beten kannst. Alle, die sich gesetzt haben, ihr dürft für alle, die aufgestanden sind, für die ganze Gruppe beten. Aber es ist wie ein aktiver Schritt. Du bist aufgestanden, du bringst das zum Ausdruck und indem du für die Person daneben betest, machst du wie einen aktiven Schritt. Amen. Amen. Die will, was mit uns geschehen. Amen. Amen. So wie du sagst, soll sein.